Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich zum Jungfrau-Zeitung Panorama hier aus Meiringen. Heute haben wir für euch in der Sendung zu Besuch bei den Eisenbahnamateuren in Thun, zu Besuch bei den Upcycling-Profis in Bern. Ganz in der Nähe vom Bahnhof Thun, wo tagtäglich Tausende von Leuten in die Züge ein- und aussteigen, steht die Modelleisenbahnanlage der Eisenbahnamateuren Thun. In diesem Verein, der 1957 gegründet wurde, finden sich Liebhaber und Erbauer von nostalgischen Modelleisenbahnen. Diese Bahnen lassen manches Kinder und auch Erwachsene Augen leuchten, wenn sie die Anlage sehen. Ob auch die Augen von meinem Kollegen Manuel Moser geleuchtet haben bei seinem Besuch, das werdet ihr in seinem Beitrag sicher herausfinden. Faszination, Modelleisenbahn. Also was ist so faszinierend daran? Die Faszination der Modelleisenbahn ist einmal bei uns selber etwas machen und dann noch einen Betrieb fahren, der ein bisschen nicht im Original entspricht. Auch eine Anlage bauen, die wir angelehnt haben, also bei uns an PLS in Teilen. Das sehen wir bei Stahlbau. Wir haben andere Bauteile, die effektiv auf der PLS zu finden sind. Auch Häuser, alle die Häuser, die man hier sieht, sind eigentlich irgendwo an der PLS-Strecke nach Original gebaut. Wenn man so umschaut, das sieht aus wie eine fertige Anlage, aber das ist nie fertig, kann man sagen, oder? Nein. Das Letzte, was wir jetzt gerade im grossen Stil gemacht haben, das heisst, unser Anlagenleiter mit seinem Vater, ist die ganze Fahrleitung neu. Wir sind mit der alten Fahrleitung rund 30 Jahre gefahren. Und jetzt hat man eine Fahrleitung gemacht nach dem neuesten Baustil, das heisst PLS oder SBB. Man sieht also hier auf der Anlage mehrere verschiedene Arten von Fahrleitungen, die aber heute gebräuchlich sind. Die Deko rundum, die Kleinigkeit am Bahnhof, das ist genauso wichtig wie das ist Züge auch. Mit dem Deko, da fängt die Anlage von leben. Ein ganz gutes Beispiel ist ein kleiner Bahnhof Blausee mit Holz. Dort haben wir jetzt wirklich eine komplette Belebung vom Perron. Mit allem, was drauf gehört, inklusive der Billetautomaten, den Entwerfer und so weiter. Das ist alles da. Auch die Beleuchtung bestimmt und die Anschrift stimmt auch. Das ist schon höhere Kunst. Vor allem auch, was macht, ist natürlich speziell für uns. Ich meine Glück, dass wir Leute haben, die so Sachen wirklich perfekt machen. Auch die Wartehäuser auf dem Perron, die finden wir auch zu tun. Was ist dein Highlight von dieser Anlage? Was gefällt dir am besten? Das ist noch schwierig. Ich bin jetzt seit dem 76 hier im Club und ich habe so viel gesehen entstehen. Ich kann nicht von einem speziellen Highlight sprechen. Mit und ist alles einfach gut. Nicht nur Modellbauer sind Tüftler, sondern auch Leute, die alte Gegenstände einer neuen Nutzung zuführen. Was passiert, wenn man Upcycling auf die Spitze treibt, das sieht man im Markt für kreative Materialverwertung im Berner Holligen-Quartier. Hier findet man nicht nur Trouvaillen aus zweiter Hand, hier wird auch für Zukunftslösungen sensibilisiert, wie mein Kollege der Patrick Schmid bei seinem Besuch im Offcut Bern hat festgestellt. Offcut heisst ja eigentlich wie Abschnitt. Also es ist eigentlich das, was übrig bleibt, was man eigentlich nicht mehr braucht. Und so im übertreibenden Sinn sind die Sachen, die wir da ja verkaufen, werden nicht mehr gebraucht, vermeintlich. Und wir bringen sie zurück in den Kreislauf. Das Bewusstsein, das wächst auf jeden Fall, also sowohl bei den Jüngeren, wo der Trend, glaube ich, sehr stark auch Richtung Secondhand geht, sei das jetzt bei Kleidern oder eben auch bei Materialien, wie wir es da verkaufen. Und was wir auch beobachten, sind ältere Leute, die hierher kommen und uns ganz viel mal einfach ihre, sage ich jetzt mal, Materialschätze vorbeibringen und sind dann immer eigentlich sehr froh, wenn sie wissen, dass sie da in guten Händen sind. Die Schrauben haben alle eine Geschichte, oder? Die Schrauben haben eine Geschichte. Alles, was da drin ist, hat eine Geschichte. Bei vielen
wissen wir es. Aber es sind auch Gewerbetreibende und Unternehmen, es sind auch Geschäftsauslösungen zum Teil. Und dann kommt man hier rein und dann ist alles so hell und grosszügig und schön. Ist das ein bewusster Entscheid? Uns ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir die Materialien, die wir hier gespendet bekommen, auch schön präsentieren. Also ästhetisch ansprechend, weil für uns haben die einen Wert. Und nur schon indem wir sie so präsentieren, geben wir ihnen einen Wert zurück. Das ist mal das eine. Und zum anderen ist es ja auch einfach viel inspirierender, also wenn man an so einen Ort kommt und die Sachen sieht. Und es ist, wie gesagt, auch eine Sensibilisierung zu merken, hey, das ist ja kein Abfall. Das ist noch total intakte Ware. Und das ist für viele, die das gerne haben, wirklich das Paradies. Nachhaltigkeit ist ja gerade ein grosses Thema und im Museum für Kommunikation ist jetzt gerade eine Ausstellung gestartet. Plautopia heisst die und dort geht es wirklich darum, was kann eigentlich jeder Einzelne von uns machen. OFK Zürich, die haben den Geschäftsbereich Szenografie und die haben in dem Sinn dann die Museum gestaltet mit Materialien, die zu 90% wiederverwertet worden sind. Und ich denke, das ist eine tolle Zusammenarbeit, die dort zustande gekommen ist. Und wenn du in die Zukunft schaust, hast du das Gefühl, braucht es noch viel mehr so Institutionen? Was hast du das Gefühl? Mein Wunsch, der ist ganz klar und das ist auch meine Überzeugung. Wir müssen von dem Konsum, wie wir jetzt leben, wegkommen und wir müssen alternative Geschäftsmodelle entwickeln. Und es ist auch so eine Pionierrolle, die wir in diesem Bereich einnehmen und ich hoffe, dass es noch ganz viele weitere so Initiativen gibt. Vielleicht habt ihr jetzt eine gute Idee, wie ihr etwas upcyclen könnt und könnt die morgen, wenn es regnet, umsetzen. Wie die Prognosen genau sind, das seht ihr gerade im Anschluss. So oder so wünsche ich euch jetzt einen geruhsamen Abend, eine gute Zeit, schöne Festtage und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es war meine letzte Sendung, die ich als Moderator hier gemacht habe. Und ich danke euch für eure Treue. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Das ist Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern am 23. Dezember. Ja, der heutige Freitag hat sich nicht gerade von seiner allerschönsten Zeit präsentiert. Der Tag war grau, windig und nass. Die Schneeflocken hat es erst ab 2000 bis 2300 Metern gegeben und ein starker Südwestwind ist dazu gegangen und die 10 bis 15 Grad sind alles andere als weihnachtlich gewesen. Eingebettet in eine westliche Strömung erstreckt sich eine Luftmassengrenze längs über den Alpenräumen. Im Laufe des Tages steigt der Luftdruck aber an und auch die feuchte Zufuhr die lässt langsam nach. Ja, nach einer nassen Nacht starten wir in den Morgen. Von Heiligabend weiterhin stark bewölkt und oft nass. Die Schneefallgrenze sinkt wieder unter die 2000 Metern. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt im Oberland. Im Jura entlang gibt es schon längere trockene Phasen. In Bern da starten wir mit 8 Grad, in Frutigen mit 6 Grad in den 24. Dezember. Am Nachmittag lehnt der Niederschlag nach. Die Schneefallgrenze liegt dann zwischen 1600 und 1900 Metern. Im Flachland geht nur noch ein leichter Südwestwind und auf den Bergen da geht weiterhin ein starker bis stürmischer Westwind. Und durch die grossen Niederschlagsmengen ist die Lawinensituation aktuell heikel. Ja, schauen wir mal, wie die Festtage wettertechnisch über die Bühne gehen. Am Weihnachtstag liegt im Flachland Nebel mit einer Obergrenze von 600 bis 700 Metern. Die Schwaden sind zum Teil recht hartnäckig. Davon abgesehen ist es aber sonnig und mild. Die 0-Grad-Grenze steigt auf über 3000 Metern. Das gibt einen guten Tag, um ein Ausflügel zu planen. Und nach einem freundlichen Start in den Stephanstag nimmt die Bewölkung zu. Am Nachmittag gibt es aufkommenden Regen. Die Schneefallgrenze liegt zuerst um die 2000 Metern. In der Nacht sinkt sie dann bei nachlassenden Niederschlägen unter 1500 Metern. Danach gestaltet sich das Wetter alles in allem mit einem trockenen Mix aus Wolken und ein bisschen Sonnenschein. Ja, das war schon wieder Ihr Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wunderschöne Festtage. Ade miteinander.